Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin mal wieder nicht alleine und ich habe einen ganz special Guest, der schon lange nicht mehr da war. Oder? Du bist schon lange nicht mehr. Hoi. Ja, ist ein Weile seither, ja. Wer bist du? Was machst du im Leben? Ich bin auch froh, dass ich nicht alleine bin, dass ich meine Tochter neben mir an meiner Seite habe, dass sie endlich wieder mal bei uns daheim ist und dass wir endlich wieder mal einen Podcast zusammen aufnehmen dürfen. Und ich bin ihre Mami. Wuhu! Musst du jetzt noch deinen Namen sagen? Stolzes Mami. Mami-Style. Mami-Style, genau. Ja, wir haben schon lange keine Podcast-Folge gemacht. Ich bin irgendwie auch, also ich habe allgemein das Gefühl, ich bin schon lange nicht mehr so mega Family-Content-mäßig. Zwar auf TikTok habe ich jetzt letztes wieder gemacht, aber so früher hat es halt oft gegeben, dass man so YouTube-Videos macht und all das Zeug. Und ich kann es gerade erzählen, ich bin jetzt wieder voll im YouTube-Game. Bist du eigentlich stolz auf mich? Absolut, habe ich jetzt gerade vorher zweimal gesagt. Aber es war schon so, früher, als du daheim gewohnt hast, wir haben natürlich immer alles mitbekommen. Du hast immer gesagt, oh, ich muss noch das machen. Und dann immer auch noch gesagt, Mami, hast du eine Idee? Und dann hat mein Hirn gerade angefangen zu kurbeln und überlegen und machen und tun. Und dann, ja, ist dann meistens, wenn ich dann gefunden habe, ich habe eine super coole Idee, dann hat sie nachher gefunden, oh nein, das ist ein Zeichen und so. Und irgendwann hat sie dann eben gefunden, hey, Mami, weißt du, wenn du doch Ideen hast, dann mach doch einfach selber. Ja. Und dann hat sie mich genötigt zum TikTok runterzuladen und jetzt bin ich halt selber eine TikTokerin, also YouTuberin bin ich nicht und ich habe keinen eigenen Podcast, aber ich bin jetzt TikTokerin. Genau. Das ist so crazy, Alter. Genau. Mein Mann hat sie auch noch dazu verleitet, das war sogar noch vor mir gewesen. Genau. Darum sind wir jetzt aus einer Influencerin sind wir fast ein bisschen eine Influencer-Familie geworden. Ich bin auch sehr stolz auf dich, by the way. Du machst das toll. Sicher. Ich finde, du machst echt geilen Content, actually. Du hast jetzt doch gerade letzte, hast du so angefangen, also du hast ja schon vorher Videos schneiden auf dem Handy, jetzt hast du CapCut hast auf den Laptop abgeladen. Ja. Das finde ich crazy. Auf der Kompi, ja. Da kann, glaube ich, keine Mom kann das von sich behaupten, dass sie CapCut abgeladen hat oder ein Video geschnitten hat auf dem Laptop. Es war mir einfach mega ein Anliegen gewesen, weil ich so viel filme. Ich habe schon, eben, als Nati klein war, habe ich schon immer gefilmt. Und früher hat man das halt alles auf einem Band gehabt. Das war alles schön aneinander gewesen. Das hat man durchschauen. Und jetzt, wo man das auf dem Handy hat, hast du einfach nur so Spätzli. Und ich habe dann einfach für eine Verwandte, zum Beispiel von der Nati, die geheiratet hat, habe ich dann ein ganzes Video zusammengeschnitten von dem ganzen Hochsieg. Oder vom Kinski habe ich auch so Theater und so gemacht. Und da habe ich mega Freude, kann ich das zusammenschneiden. Das ist ja mega lustig, weil du hast immer mir gesagt, kannst du nicht das Video fürs Hochsieg schneiden? Ich hatte doch nicht Zeit gehabt. Du hast das alles gefilmt, so. Es war gar nicht irgendwie mein Projekt gewesen, so. Jetzt hast du es selber machen. Das kann ich selber gemacht. Das ist und crazy. Die Leute, die geheiratet haben, damals, sie hatten natürlich mega, mega Freude gehabt, dass sie nach so langer Zeit eine Überraschung hatten und plötzlich da Videoaufnahmen, weil sie haben es gar nicht gewusst, dass jemand gefilmt hat. Oh, das ist wirklich eine rechte Überraschung. So geil. Genau. Nein. Genau. Aber ich erzähle ja jede Woche, dass ich jetzt im Podcast-Game bin. Jetzt haben wir, heute ist gerade das Video online gekommen mit dem Can, so eine Challenge. Und jetzt haben wir heute auch mit meinen Voice verschwindet, mit meinen Geschwistern ein YouTube-Video gedreht, das Backen. Also wir haben das schon mal gemacht, dass jemand ist taub, jemand ist blind, jemand ist stumm. Dann haben wir einen Kuchen gebacken. Dementsprechend ist das die Erklärung, warum meine Kleider so komplett dreckig sind. Nicht von weitem, wie dreckig das sind. Das ist auch der Grund, warum ich heute nachher noch heimgehen muss und jetzt nicht einfach da schlafen. Ich habe in der Schule und ich habe mein Schminkzeug nicht da. Und der Can ist heimgekommen, er ist jetzt das Family-Wochenende gemacht. Und, also das Schmink wäre nicht das Problem, du hast immer noch viel Ware da, zudem kommt ständig Päckchen über von so coolen Schminksachen und so. Ich habe einfach nichts. Ich glaube, alle Mascaras da sind ausgetrocknet im Fall. Sicher, okay. Also ich auch noch Zeug. Ich habe vorher weil mir im YouTube-Video habe ich eine Maske angehabt, weil ich bin blind war quasi. Und ich habe die weggenommen und ich habe ausgesehen wie ein Waschbär. Die ganze Schminke da, die ganze Stirn drauf verschmiert. Und ich habe jetzt gerade vorher, siehst du es dort? Ich wollte mich abschminken mit meinen Tüchern. Die sind ausgetrocknet? Die sind ausgetrocknet, die sind furztrocken, Alter. Mit meiner Spucke habe ich das wegmachen. Hättest du ja mich fragen können, aber nein. Das ist dann dein Stolz, gell? Das ist mein Stolz. Ja, aber sonst bin ich gerade wieder voll dabei beim YouTube-Ding und ich finde es auch geil, wie das so, also wir haben jetzt gerade vorher auch wieder mit der ganzen Familie, wirklich, wir sind das 5. da gehockt und wir haben meine alten YouTube-Videos angeschaut. Und es war so lustig gewesen, wirklich. Ich habe wirklich fest lachen. Vor allem einfach, ich habe halt gerne die alten Videos, wo sie gestartet ist mit YouTube und dort hat sie noch viel mit der Mara gemacht und die haben wirklich Sketches gespielt. Ja, also wirklich, es ist eigentlich mehr
wie soll ich sagen, Entertainment, Unterhaltung sein, mehr so ein bisschen auf Sketch. Schauspielerisch mäßig? Ja, schauspielerisch und Sketch. 10 Arten von und Freundinnen. dort hat sie wirklich, wenn sie ein YouTube-Video gemacht hat, hat sie gesagt, Mami, ich muss das haben und das und das und das und das und ich habe mir in den Keller und in den Estrich und alles Material zusammensuchen. Und dann hat sie da mit der Mara eben so lustige Sketch gemacht und da muss ich einfach lachen. Ich muss lachen. Ich weiss einfach gar nicht, wie viele Mara kennen, die das schauen. Wahrscheinlich nicht, aber hey, wenn ihr mal Zeit habt, geht mal bei ihr schauen auf YouTube. Einfach ganz, ganz hinterher scrollen. Die alten YouTube-Videos, die sie gemacht hat, wo sie gestartet ist mit der Mara. Und natürlich auch mit meinen anderen 2 Kindern, wie die noch ausgesehen haben. Ja, der Sedi hat natürlich, also hat nicht so gern geschaut, wie er noch ausgesehen hat als Kleiner. Ich habe es halt mega herzig gefunden, aber er gefunden, oh, ich kann fast nicht anschauen, wie ich aussehe. Aber gell, das ist doch lässig, wenn man sich da verändert. Das ist aber schon krass. Das ist jetzt, wann habe ich angefangen? 18. Das ist ja jetzt das Jahr. Ist das 7 Jahre? Jetzt sind wir im 25. Eben 7 Jahre? Ja, genau. Eben, ja. Jetzt habe ich meine Rechnungsskills verzweifeln. Ja, das ist schon krass. Vor 7 Jahren. Ja, und wir haben uns jetzt so ein bisschen heute überlegt, dass wir uns gegenseitig 3 Fragen stellen. Und, nein, warte, ich habe ja noch meine weißt, also ich muss jetzt schnell Einführung. Ich habe ja vielleicht hast du es mitbekommen, ich habe eine Podcast-Pause gemacht. Hörst du schon meinen Podcast eigentlich? Ich weiss gar nicht. Du, einfach nur, vor allem, wenn ich zum Laufen komme. Ich tue auch gerne spazieren manchmal, wenn ich frei habe und gehe laufen und dann höre ich eben am liebsten Podcast, wenn man wirklich Zeit, Kopfhörer rein und laufen und hören. Und ist natürlich schon halt jetzt im Winter und Weihnachtszeit ist halt nicht so viel Gelegenheit. Hörst du sonst allgemein Podcasts eigentlich? Nein. Bin ich deine Number-1 Podcast? Ein bisschen TikTok-Suchti, sorry, ich muss mich mega zusammennehmen. Aber, du tust immer so, als würde ich ein schlechtes Kind sein, dass ich den TikTok gezeigt habe. Nein, ich bin nicht vorbildlich, aber ich schaue nicht einfach nur Blödsinn, muss ich sagen. Ich schaue nicht einfach Blödsinn. Ich schaue wirklich politische Sachen und informative Sachen. Ja, das stimmt. Weil, eigentlich so ein bisschen Nachrichtenersatz eigentlich. Ja, fair. Und sonst, habe ich jetzt sagen, seit der Podcast-Pause habe ich so ein bisschen nicht einen Neustart, aber so ein paar Sachen überlegt. Und ich habe jetzt immer so 2 fixe Formate, die ich plus minus so ein bisschen durchziehe. Und du bist, glaube ich, sogar der erste Gast, den ich das mit durchziehe. Von dem her fühle ich geehrt an. Ja. Zum einen haben wir einen Kommentar, den ich aussuche von der letzten Podcast-Folge und dann kann ich die Leute immer so gesagt, hey, kannst du mal grüßen? Und ich dachte, das ist irgendwie voll langweilig, einfach nur sagen, ja, ich grüße dich, sondern dass sie eine Frage stellen und die können wir dann beantworten. Ich grüße den Fritz und den Hans und den Heili und Annegret und das Bertli. Und darum suche ich jetzt einen Kommentar suchen, der noch eine Frage dazu hat. Und heute haben wir, es hat irgendwie nicht so viele Fragen gehabt, wo wie gut sind für uns beide, weil sie teilweise so spezifisch auf mich sind oder so. Ja. Aber ich habe jetzt die Frage genommen, weil ich gedacht habe, du könntest eigentlich deine Story erzählen. So. Und zwar hat die Mia geschrieben, ich grüße dich ganz herzlich, Mia, danke für den Kommentar. Hoi Nati, super Folge, kannst du mich vielleicht grüßen? Ja, hallo. Meine Frage, wie war die erste Nacht in deiner Wohnung mit dem Can gewesen? Also wie hat sich das angefühlt? Ich habe mir überlegt, weil bei dir ist es eigentlich voll ähnlich, deine erste Wohnung war eigentlich auch mit dem Papi gewesen. So. Und bei dir war es ja noch ein bisschen spezieller gewesen, weil du erst mit ihm zusammengezogen bist, als wir schon verheiratet waren. Aber ich erzähle auch schnell bei mir. Ich habe eigentlich fettes Pech gehabt. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin nach der Schule in unsere Wohnung gelaufen. Ich habe sie noch nie in Real Life vorher gesehen, wirklich. Und das war schon noch speziell gewesen, weil es einfach so, oh mein Gott, das ist jetzt unsere Wohnung. Ah! Wir sind die ganze Zeit hin und her gesäckelt und sind so gewesen, oh mein Gott, das ist unsere Wohnung. Und das Schlimmste war ja, wir haben am ersten Abend so eine fette Spinne. Oh nein, weißt du das noch? So Begrüßung. In unserem Schlafzimmer gehabt. Oh nein. So eine fette Spinne. Und ich habe eine fette Spinne vorbei. Und ich habe das Gefühl gehabt, oh mein Gott, ich will wirklich straight up wieder ausziehen. Weil ich habe noch nie so eine fette Spinne gesehen. Und wenn du schon am ersten Abend so eine fette Spinne hast, dann bist du traumatisiert, das Gefühl, da wo ich wohne, hat jeden Abend eine fette Spinne. Und es ist immer, also lustig, weil der Can hat 2 Wochen übergangsmäßig bis im Dad müssen wohnen und hat alles sein Zeug, das Zügelzeug hat er in eine Garage gestellt. Und ich nehme jetzt mal an, die Spinne ist irgendwann in dieser Garage steht, hat sie sich eingenistet in die Kartons. Weil nachher haben wir nie mehr Spinnenprobleme gehabt. Höchstens draussen, also am Fenster, aber drinnen habe ich noch nie eine Spinne gesehen, so eine grosse zumindest, so ganz klein so. Das war meine Story von der ersten Nacht gewesen, so. Bei dir? Und bei mir war es so gewesen,
ich habe vorher in Esslingen gewohnt und mein Mann war vom Thurgau und wir hätten eigentlich gerne etwas in der Mitte gesucht, so ein bisschen, weil ich halt dann noch das Eck geschafft habe auch und er im Thurgau die Lehre gemacht hat und dann haben wir einfach etwas finden, das ein bisschen in der Mitte wäre und dann haben wir zuerst gedacht Winterthur, das hat uns dann nicht so gefallen und dann haben wir gefunden, gehen wir auf Frauenfeld und dort habe ich zuerst wirklich noch einen mega langen Arbeitsweg gehabt. Mit der ÖV bin ich da auf Weg gefahren jeden Tag und wir haben dann eine Wohnung gefunden im Frauenfeld und es war wirklich eine coole Dachwohnung gewesen, weißt du, so mit dreieckigen Fenstern, mega speziell mit so Dachfenstern und Gauben und so. Und ich mag mich noch erinnern, in diesem Jahr, das war im Jahr 1995 gewesen, ist einfach trendy gewesen, das Königsblau. Ja. Überall hast du königsblaue Sachen können kaufen und ich habe wirklich die ganze Stube königsblau eingerichtet mit so schönen Vorhängen und königsblauen Mäschli und königsblauen Schalen, weißt? Ja. Und alles ist so gewesen. Und ich weiss nicht, ich bin dort, ich weiss aus welchem Grund, ich bin allein in dieser Wohnung gewesen. Und dann habe ich überall Kerzen angezündet. Und dann habe ich an der Stereoanlage das Lied laufen lassen, Because the Night. Kennst du das Lied? Because the night belongs to lovers. Kennst du das Lied? Nein. Das habe ich voll den Pulle laufen lassen und habe überall Kerzen angezündet. Und ich habe einfach in dieser Stube ganz allein für mich tanzen. Und ich habe gedacht, wow, jetzt wohne ich da allein das erste Mal in einer Wohnung. Ich hatte so Freude gehabt. Das ist eine richtig klare so Freude gehabt. Ja, also wenn ich das Lied, wenn das am Radio kommt, ich sehe mich in dieser Stube rumtanzen. Mega Freude gehabt. Mega Freude gehabt. Ja, mega herzig. Und das andere ist eben, dass mir amigs der lustigste Kommentar, der lustigste Moment von der Woche erzählt. Und ich habe dir das vorher schon gesagt, so. Darum bin ich gespannt, was du dir da überlegt hast. Eigentlich habe ich es auch schon gesagt, weil ich habe jetzt einfach gerade vorher müssen denken, als ich die Videos geschaut habe mit dir und der Mara. Ja. Ich habe einfach so fest müssen lachen, dass ich nachher eine Träne in den Augen hatte. Ich habe mir schnell fürs YouTube wieder schnell putzen. Ich habe wirklich mega gelacht. Aber wir können ja sonst auch etwas sagen, was uns nicht so gefallen hat in dieser Woche. Wo wir uns ein bisschen aufgeregt haben. Uns? Ja. Wir beide? Nein, nicht miteinander. Wo jeder auf einzeln vielleicht ein bisschen aufgeregt hat. Weil da kommt mir eben eher etwas in den Sinn. Ja, können wir machen. Ja, genau. Weil ich habe mich eben am Samstag gestern mega fest müssen aufregen. Weil die mich kennen, die meinen TikTok-Kanal kennen, wissen, dass ich jemand bin, der es einfach nicht vertreibt, wenn Leute Sachen einfach in den Kübel rühren. Und Littering, das ist etwas, was mich einfach ärgert. Ich bin allgemein ein ordentlicher Mensch und ich finde es einfach nicht schön, ein Zeug, das man einfach rumliegen lässt oder fortrührt, wo noch ganz ist. Und wir sind entsorgen. Wir gehen immer am Samstagmorgen entsorgen. Und es hat jemand einen wunderschönen Buggy einfach in den Container reingerührt. Ich musste sagen, das kann es doch nicht sein, nur weil du etwas nicht mehr brauchst, ist es doch nicht Abfall. Ja, weißt du, ich meine, das nervt mich einfach. Es gibt so viele Möglichkeiten dort auf Ricardo, du kannst etwas verkaufen, du kannst es ins Brockenhaus bringen. Und dann habe ich eben eine super gute Anlaufstelle gefunden von einer Frau, die alles sammelt im Keller unten und alles wirklich, das eine gibt sie da auf Afrika, das andere gibt sie in die Ukraine. Die verteilt das in Ost und überall her und die hat so Freude, wenn ich ihr Zeug bringe. So schön, und so ich geil. bin zu dem gegangen, wo der Chef ist von dem Ganzen, von dem Management und bin zu ihm gegangen und gesagt, hey, kann ich nicht den Buggy mitnehmen, dann kann ich dieser Frau bringen. Er hat gesagt, es tut ihm so leid, aber wenn er verwünscht werde, dass er etwas aus dieser Mulde rausnimmt, er hat einen fristlos. Aber wieso ist das so? Hey, das ist einfach das Reglement, wo es mega, mega streng ist. Das Problem ist einfach, dass Leute etwas zahlen. Aha. Und wenn du dann das rausnimmst, dann hast du sie quasi... Ja, genau, hast sie quasi hintergangen. Oder? Okay. Und da kannst du eben mega dreckige Geschäfte machen oder Leute gehen einfach klauen und rausstellen. Und es gibt halt immer Missbrauch, weißt? Und das ist das Problem. Aber wieso zahlen... Also ich verstehe den Punkt, dass man so faul ist oder vielleicht sich nicht so auskennt jetzt mit Ricardo oder so. Aber du tust ja... Es ist ja nicht nur einfach Bequemlichkeit, sondern du musst ja sogar noch Geld zahlen. Ja. Nein, ich verstehe es echt auch nicht. Und darum,
ich muss jetzt gerade ein bisschen Propaganda machen. Bitte, Leute, wenn ihr etwas habt, wo ihr nicht wisst, woher damit, und es ist in einem guten Zustand, ihr könnt sonst auch mir schreiben, einen Kommentar schreiben. Ich bemühe mich wirklich, um die Sachen auch zu holen. Oder bringen sie ins Brockenhaus oder sucht irgendwie selber eine Adresse. Bitte rühren keine schönen Sachen einfach in den Kübel, nur weil ihr es nicht mehr brauchen könnt. Ich finde es schade. Das ist wirklich schade. Darum machen wir auch mit dem Flomi einfach... Ja. Das ist so lässig, gell? Das ist wirklich geil. cool. Und du hast sogar mal überlegt, dass du einen Flomi machst, wo andere auch einen Stand eröffnen können. Ja. Das wäre schon das Highlight, gell? Dass wirklich ein ganzer Flohmarkt nur von Nati-Style-Leuten ist. Und ich habe das noch gar nicht so wirklich gesagt. Also ich weiss nicht, ob das stattfinden könnte, aber es ist mal so. Ja, wenn du jetzt von den Leuten hörst, finden, wow, cool, ich würde da mitmachen. Ja, auf jeden Fall. Ist ein bisschen ein Aufwand zum Organisieren, aber sicher eine gute Sache. Ja. Klar, du darfst die Wirtschaft nicht ankurbeln mit alten Sachen verkaufen. Das ist schon so. Ja, aber das muss ja nicht immer um die Wirtschaft gehen. Da geht es vielleicht einfach um die Umwelt. Und Happening und Umwelt. Und, genau. Ich habe nur mir noch, also ich habe mir nur das Lustige überlegt, es ist eigentlich auch, wie bei dir jetzt gerade, wir haben eigentlich auch schon halb darüber geredet. Nein, es ist eigentlich lustig, weil ich habe es dir noch nicht gesagt. Okay. Also nein, musst nicht, also so ein bisschen habe ich es dir gesagt. Aber ich habe nur gedacht, es ist irgendwie gerade lustig, weil wir haben ja vorher ein YouTube-Video gedreht. Und du bist ja nicht dabei gewesen. Ja. Und du hast vor den Boden geputzt. Und du hast nicht gewusst, was passiert ist. Also hast du eine riesen Sauerei gemacht? Das Ding ist, ich war ja blind gewesen. Ja. Und es hat fast alles eigentlich recht gut funktioniert, plus minus. Und ich wollte die Bachform nehmen. Und es ist 2/3 oder so ist ausgeleert und überall am Boden und überall. Das heisst, sie hätten mehr Kuchen gehabt eigentlich? Ja, viel mehr. Ah, viel mehr? Ja. Okay. Und wo hast du es nicht da? In Kübel, oder? Ja, wir mussten es auch aufputzen. Ja, aber hast du es nachher in den Abfluss runtergetan? Ich weiss gar nicht, ich glaube, die Schule hat es aufgeputzt. Ich habe einfach nicht so eine starke Neigung in unserem Abflussrohr in der Küche. Ah, perfekt. Wir haben ziemlich schnell alles verstopft von dem her. Ja, lieber in Kübel, oder? Das war auf jeden Fall das Lustigste von der Woche bei mir. ja, nur dann haben wir wenigstens etwas zu lachen gehabt. Ja, wir haben ja 3 Fragen. Also es ist so, Nadja hat zu mir gesagt, komm, wollen wir den Podcast machen? Und ich habe einfach den Wunsch geäußert, dass wir auf Dings gehen, auf TikTok Live. Auf TikTok Live, genau. Und die Leute fragen. Und es war mega schön, weil eben früher hat Nadja immer gefunden, oh nein, machen wir nicht. Und dann hat sie wirklich auf mich gehört und hat prompt ist sie live gegangen und sind unlässig, sind über 100 Leute dann schauen und haben auch ihre Ideen gegeben. Und darum habe ich mir das ein bisschen aufgeschrieben und ich habe darum meine Frage ein bisschen so formuliert, dass es eben nach dem Gusto geht von den Leuten, die da uns zugelassen haben. Und aber ich kann jetzt gerade voll nicht sagen, ob deine Frage jetzt so ultra deep wäre oder ultra nicht deep und meine Sachen nachher voll nicht wäre. Aber machen wir einfach so abwechslungsweise. Ja, wir fangen einfach mal an. Okay. Genau. Ich habe Angst. Muss ich Angst haben? Nee, ist gut. Du kannst ja immer noch sagen, keinen Bock zum Antwort geben. Keine Nein, also ja, let's go. Also soll ich zuerst fragen? Aha, ja. Okay. Es ist ja das Thema Beziehung ist da gewünscht worden, dass man darüber redet. Ja. Und ich habe einfach gedacht, du musst ja, wenn es persönlich ist für dich, über deine Beziehung mit dem Can zu reden, können wir allgemein über Beziehung reden. Es kann auch mit einer Kollegin sein. Das Thema Eifersucht. Und hast du das einmal erlebt? Ich will jetzt zuerst mal mit einer Kollegin anfangen. Hast du das einmal erlebt, dass du eine Kollegin gehabt hast und hast einfach gemerkt, du bist mega eifersüchtig auf sie? Wow, lass mich schnell überlegen. Oder in welchem Bereich bist du eifersüchtig gewesen? Es gibt ja gewisse Sachen, wo, weißt, das kann das Äußere sein, es kann aber auch Leistung sein oder so. Leistung kann auch sein. Ja, fair. Ich habe jetzt gerade mehr überlegt, weil so mäßig so eifersüchtig, weil sie mit jemand anderem chillt oder so. Weil Nein. Nein, so Aussehen habe ich auf jeden Fall gehabt. Ich habe ja gerade meine Phase so im Gymi, würde ich sagen, bin ich sehr unsicher gewesen. So mit meinem Aussehen und mit allem so ein bisschen. Auf was bist du denn speziell eifersüchtig gewesen? Zum Beispiel auf, keine Ahnung, Oberweite Kleider? Genau. Also bei mir war vor allem das Problem, als ich im Gymi war, dass ich ja 1 Jahr voraus war, also weil ich ja von der 3. Sek gekommen bin und dementsprechend von der Pubertät her so ein bisschen weiter war. Und also ich weiss auch nicht, also ich habe jetzt vor meine YouTube-Videos angeschaut und ich dachte so, also wieso habe ich mir Gedanken gemacht um meinen Körper und weiss doch nicht was, so, Alter. Und ich habe einfach damals, weißt, wenn du Kolleginnen hast, die noch einen kindlichen Körper haben und du bei dir fängt deine
Hüfte anwachsen und deine Oberschenkel dicker werden und das Fett verteilt sich anders, das macht dich mega hart unsicher. Und ich glaube, das ist bei mir so ein riesiger Punkt. Ich habe die ganze Zeit meine Oberschenkel und meine Oberweite. Aber hast du auch erlebt, dass du einen Grund gehabt hast für diese Eifersucht? Also es war zum Beispiel so gewesen, dass du gemerkt hast, hey, die Jungs, die fahren viel mehr ab auf die anderen als auf dich? Ich will jetzt nicht sagen direkt, aber es ist einfach, also es hat wie in dem Sinne ja wahrscheinlich schon damit zusammengehangen, so zum auch bei Jungs gut ankommen. Aber ich glaube, also ich mag mich jetzt, vielleicht mag mich auch gar nicht mehr erinnern, oder, aber ja, also bei mir ist es einfach vor allem aus Selbstunsicherheit gekommen, komplett Selbstunsicherheit. Und natürlich auch, was bei mir am Punkt ist so gute Noten. Das war sicher auch so ein bisschen Eifersucht gewesen. Ja. Einfach ja, überall, wo meine Unsicherheiten halt sind. Aber ich habe einfach, mir fällt einfach auf, jetzt gerade, das war eben auch noch das Thema im Vergleich früher und heute, weißt du, so ein bisschen der Unterschied. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, wir haben halt viel auch noch so Party gehabt, so Fets, ja, wo wir irgendwie, wo die Jungs einem dann haben müssen holen und so, und dann hat man irgendwie wie, dann hast du dich wie können messen, die mehr geholt worden ist zum Tanzen, oder das Slow Dance und so, haben, dann hast du wie gemerkt, welche ziehen und welche ziehen eben nicht, und dann hast du wie für mich den direkten Vergleich gehabt, und dann ist das mit diesen Liebesbriefen noch dazugekommen. Ich meine, ihr wisst ja nicht, wer einem anschreibt. Und wir haben halt dann direkt gesehen, die hat Briefe bekommen und die hat Anfragen bekommen. Und so. Ja, das haben die halt nicht so von dem her. Ihr habt vielleicht mehr den Vergleich halt auf Insta, weißt, wer welche Bilder postet und wer hat mehr Likes. Also ja, bist gut, du dort auch eifersüchtig? Es schon. Also, ich kann mich schon erinnern, als ich wo wir das 4 Girls im Club waren. Und das ist damals, also der Sektor 11 ist das gewesen. Kennt das jemand noch? Also vielleicht kennt man das noch. Das ist so in Zürich ein Club, so ab 16. Und ich bin dort gegangen. Wir wollten eigentlich nur als Halloween-Dings gehen und nachher ist es Dirty Halloween hat's geheißen. Und wir haben, also es war wirklich ganz schlimm gewesen. So alle 10 Sekunden ist irgendein Typ hat einfach hinten angetanzt. Und dort habe ich schon auch gemerkt, weißt, du fängst dann wie so ein bisschen an, schauen, okay, bei wem kommt am meisten. Einfach so ganz blöde Sachen. Also, ja, das ist schon. Und bist du dort eifersüchtig gewesen, oder bist du die gewesen, die mehr angequatscht worden bist? Ich weiss es gar nicht. Das weiss gar nicht. Aber ich habe es schon so gewesen. Sonst vielleicht es noch. Ja, vielleicht. Genau, sonst wüsste ich es noch. Aber zum Beispiel, was ich gemerkt habe bei dir mit dem Thema Eifersucht, ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr gewesen, wer hat mehr Klicks oder mehr Likes, weißt? Also ich mag mich noch erinnern, wenn du einmal etwas gepostet hast, gut, in dieser Zeit ist es dir auch nicht so gut gegangen, hast du nicht so viele Likes bekommen und nicht so viele Kommis wie die beliebt waren. In der Sekt meinst du jetzt? Also ich mag mich erinnern, eine von deiner Sekte hat immer 400 Likes gehabt. Wir haben gefunden, boah, 400 Likes, oder? Das ist ja Wahnsinn. Und dann haben sie da so Kommis gekommen, du allerschönste Schönheit von der wunderschönen, schönsten. Und völlig übertrieben. Ja, das stimmt. Und bei dir haben sie das eben nicht gemacht. Also es hat dir, glaube ich, schon weh. Momo, es hat dir schon weh. Das mag ich mich gar nicht so erinnern. Im Fall. Ja. Ich weiss eben nur, dass sie immer so, dass wir beide immer so ein bisschen geschaut haben, wie viele Likes hat sie jetzt mit uns. So dumm eigentlich. So aber hat die Kommis, also vor allem Mädchen haben dann so gepusht. Also, du wunderschöne, schönste Schönheit, bla bla bla. Und nachher habe ich irgendwie so ein bisschen im Nachhinein müssen schmunzeln, wo du dann eben angefangen hast mit YouTube und auch ein bisschen berühmter geworden bist. Plötzlich habe ich gemerkt, 400 Likes ist für dich eigentlich gar nicht so viel. Ja, ist dann plötzlich so ein bisschen andere Verhältnis, gell? Und eben dort mal in der Säcke hast du gefunden, so, wow, Wahnsinn, oder? Woher kennt die 400 Leute? Aber ich glaube, das ist, also Likes ist schon das Ding, aber ich glaube, so tiefgründig gesehen ist wahrscheinlich einfach die Aufmerksamkeit gewesen, weißt du? Absolut. Also weißt du, so dass sie war auch das Girl gewesen, wo so jeder Junge, jeder Bub hat sie wählen. Ja, genau. Und gesagt, ja, sie, und alle sind in sie verliebt gewesen und so. Also darum, ja, ist mir so safe ein bisschen. Aber eben, du hast einfach leichte, kleine Eifersucht, aber jetzt nicht etwas, wo irgendwo mal krankhaft gewesen wäre, oder? Ja, bei dir? Genau. Bei mir ist halt schon ein bisschen, ich bin halt, in der Sek bin ich sehr unsicher gewesen und ängstlich auch, und meine Kolleginnen rundherum haben einfach wie mehr Selbstwertgefühl gehabt und haben das auch ausgestrahlt. Ich habe mir gar nicht getraut, mit irgendwelchen Jungs zu schwätzen, so. Das hast du irgendwie besser im Griff gehabt. Ich bin einfach ein bisschen schüch gewesen, komisch. Ich hatte zwar 2 Brüder gehabt, aber ich bin einfach unsicher gewesen. Und dann hat es mir halt schon wehgetan. Ich mag mich noch erinnern, gerade an diesen Festen, an diesen Fets, oder wie man dann auch gesagt hat, dass die anderen halt schneller geholt wurden, wie sie sind als ich, und ich manchmal da hocken geblieben bin und dachte so, Ja, ich glaube,
Früher das hat mir schon wehgetan, ja. Das verstehe ich. Nachher, als ich dann älter geworden bin, eben, wo man dann in die Discos, hat man ja früher gesagt, ich war dort, wo es dann schon anders war, als ich gemerkt habe, oh, jetzt habe ich mich, glaube verändert, wo dann plötzlich dann Männer gekommen sind und es dann schnell gegangen ist, dass ich geholt worden bin, dann ist dann fast umgekehrt Unsicherheit gewesen. Ich bin mich dann zum Teil aufs WC verstecken, weil ich einfach Angst hatte, dass mich irgendjemand fragt, wo ich nicht will und genau. Ja, stimmt. Ja. So geil. Ja, und also Beziehung, Eifersucht, ja, ich finde es auch noch schwierig zu sagen, weil ich will schon grundsätzlich sagen, bin ich eigentlich nicht so eifersüchtig. Ich merke vor allem, dass ich eifersüchtig werde oder nicht mal nur eifersüchtig, sondern mehr ein Problem habe, wenn Kolleginnen von mir meinen Freund anmachen. Vor mir. Das finde ich einfach komisch. Also ich habe das schon 2-mal erlebt gehabt. Und irgendwie, ich weiss gar nicht, ob man dem mega Eifersucht sagen kann, aber es ist irgendwie mehr, ich habe es voll einfach daneben gefunden. Also wie, für mich ist es mehr so, ich habe wie nicht gewusst, es ist 2-mal passiert, wie in dieser Situation handeln. Also ich habe wie gemerkt, es stört mich gerade und ich habe dann nicht gewusst, ist es gerade legit, darf es mich gerade stören? Weil es ist ja nicht, also weißt du, wie, es sind manchmal einfach kleine Sachen wie, ich weiß auch nicht. Ja, es ist jetzt ja mehr als einfach nur, sie redet miteinander. So, es ist ja, du merkst, sie flirtet mit ihm, dann sie ist so ein bisschen touchy und für mich ist es dann einfach so ein bisschen, hey, what the fuck? Hey, was hat das mit Anstand zu tun? Ja, du daneben stehst und sie flirtet mit deinem Freund. Ja, es ist wie komisch irgendwie. Nein, ist so, und das habe ich so ein bisschen zweimal gehabt. Das würde ich sagen, das sind so meine 2 Momente, wenn ich jetzt gerade da gedacht habe, wo ich schon eifersüchtig war, so in der Beziehung jetzt. Aber ich glaube, Eifersucht ist ja so ein Ding, wo so 2 Seiten hat. Entweder bist du eifersüchtig, weil du selber komplett unsicher bist und die andere Seite ist, weil die andere Person dir halt vielleicht das Gefühl gibt oder dir die Unsicherheit gibt von vielleicht zu wenig Liebe schenkt, zu wenig Aufmerksamkeit schenkt, zu wenig dir eine Sicherheit gibt, all das so ein bisschen. Ich habe sicher auch das Gefühl, es hat vielleicht damit zu tun, weißt, dass du das mal erlebt hast, dass du vielleicht mal betrogen worden bist oder verlassen worden bist, dann bist du grundsätzlich unsicher, weil du weißt, es kann jederzeit passieren, dass der andere dich eben betrügt oder loslässt und bei mir ist es halt so gewesen, der Dani ist der erste richtige Freund, den ich hatte. Und als ich ihn kennengelernt habe, habe ich natürlich schon gemerkt, hey, der sieht super gut aus, er kann super tanzen, ich habe gewusst, er kann ganz viele Frauen haben. Und von dem her bin ich am Anfang schon sehr unsicher gewesen. Ich habe gedacht, ich glaube, der nimmt mich niemals. Ich bin zu wenig gut für den. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig eifersüchtig war, weil er ist ja auch Partydancer gewesen. Ich meine, er hätte jederzeit eine andere nehmen können. Aber vielleicht bin ich gut gläubig oder vielleicht auch ein bisschen naiv gewesen. Einfach gedacht, ja, jetzt hat er mich halt genommen und in dem Fall ist das jetzt gut so und jetzt, also ich bin nicht sehr ein eifersüchtiger Mensch gewesen, muss ich sagen. Ja. Überhaupt nicht. Ich hatte zum Beispiel auch nicht das Problem gehabt, wenn er seine Ex-Freundinnen mal angetroffen hat. Ja. Und ich habe gedacht, das ist doch schon spannend. Das ist seine Ex-Freundin. Okay, schön, wenn wir die mal kennen. Ich habe das nicht so eng gesehen. Also ich meine so... Ich merke, im Gegenteil, mich interessiert es einfach mega. Ja, genau. Aber nicht aus einem eifersüchtigen Grund, sondern einfach so, hey, du bist 5 Jahre lang mit dieser Person zusammen gewesen. Wer ist das, oder? Ja. Ja, und wie war die Beziehung gewesen? Genau. Weil das sagt ja auch mega viel über dich aus. Du hast ja gelernt, wie ist man in einer Beziehung durch deine letzte Beziehung und all das Zeug. Also ich finde das mega spannend. Und ich finde es auch spannend, ich habe die ganze Zeit Wurst, das ist richtig schlimm, aber so das Thema in Ausgang gehen während einer Beziehung haben ja auch mega viel ein Problem. Und das war mir jetzt zum Beispiel auch nie ein Thema gewesen. Mir ist im Gegenteil so, hey, ja, mach etwas mit deinen Freunden, erlebe etwas. Ich finde es scheiße. Also ich will nicht, dass wir eine Beziehung sind, wo jeden Tag nur aufeinander hocken und unser Umfeld im Stich lässt. So. Ja. Also gut, wir haben eine Beziehung, wo wir wirklich praktisch alles miteinander machen, aber eben wenn er mal mit einem Kollegen, was sehr selten vorkommt, wenn er mal eins geht ziehen, er will dann halt am liebsten mich immer überall mitnehmen und sagen, nein, gang doch, ist doch schon gut, du machst das super. Ja gut, die sind ja in einem anderen Alter, das ist ja das Thema Club jetzt auch kein Thema mehr so. Ja, und man kann so easy etwas zu vierten machen mit einem anderen Pärchen oder so. Nein, aber ich habe halt in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, und da kommen wir eben zum nächsten Thema, das eben auch heute angesprochen worden ist im Live, das Thema 90er Jahre und so. In den 90er Jahren dort,
dort sind wir einfach noch tanzen viel. Und dort hat es vielleicht dann schon mal gegeben, dass wenn mal jemand mich ist holen, dass er dann vielleicht eifersüchtig war. Ja. Oder ja, ich weiss es nicht, das ist so ein bisschen meine Ansichtssache, aber ich habe manchmal das Gefühl, den Mann fällt es ein bisschen schwerer, um nicht eifersüchtig zu sein, wenn eine Frau geholt wird oder so. Ich weiss es nicht. Oh, das ist zum Fall ich glaube, es ist von Paar zu Paar verschieden. Aber ich habe einfach gemerkt, ich bin einfach nicht so krass eifersüchtig. Ja. Für mich ist okay. Eben, bei mir ist es mehr, wenn es wirklich wenn mir jemand einen Grund gibt. Oder einfach so, ich weiss auch nicht. Oder wenn, ich weiss auch nicht, jetzt glaube nicht so mega stark eifersüchtig, aber so ein bisschen, wenn ich merke, dass er zum Beispiel jemand anderem so krass viel mehr aufmerksam, also an einem anderen Girl krass viel mehr aufmerksam, also keine Ahnung, ich glaube, ich wäre jetzt so ein bisschen eifersüchtig, wenn ich jetzt mit dem Can irgendwo an eine Party gehen, würde den ganzen Abend mit einem Girl reden und ich wäre irgendwo, also vielleicht auch nicht, ich glaube, es kommt ganz drauf an, aber also eben, sobald so eine sobald es mehr als einfach nur ein... Du fühlst dich ja auch nicht mehr wohl als Partner, wenn der andere so eifersüchtig tut. Und Nein, mega. Ich muss sagen, ich bin so mega froh gewesen, gerade in den 90er Jahren, dass ich, als ich verheiratet war, habe ich viel mehr Freiheit gehabt, um in den Ausgang zu gehen, als ich noch daheim gewohnt habe. Mein Vater war viel zu ängstlich gewesen. Der hätte ich nie können sagen, ich gehe jetzt in den Club tanzen. Der hätte nicht können pennen. Der hat so Angst gehabt um mich, wenn ich spät heimgekommen bin oder so. Und darum muss ich sagen, bin ich so froh gewesen. Er hat mir so viel Freiheit gegeben. Ich konnte mit einer Kollegin können, im Beachclub gehen oder irgendwo her tanzen. Wir haben es lustig gehabt, wir haben es cool gehabt miteinander. Und er ist dann später auch noch dazugestossen mit meinen Brüdern zusammen. Aber es war völlig unbeschwert gewesen. Und ich bin so froh gewesen, habe ich das so können, einfach noch ein bisschen wie aufholen, nachholen und bin ich wirklich froh. Yeah. Und ich empfehle es euch auch, ihr, die da zuhört oder zuschaut, es bringt überhaupt, eigentlich mit dem Verstand überlegst, es bringt überhaupt nicht Eifersucht. Ja, aber es ist nur kontraproduktiv. Es ist nur kontraproduktiv. Weil du kannst ja mit Eifersucht nichts verhindern. Aber es ist ja auch etwas, wo du nicht aktiv entscheidest, sondern es ist einfach das Gefühl, das du hast. Etwas passiert. Aber man kann sich gleich ein bisschen zusammennehmen, ob man die Eifersucht voll auslebt und der andere sagt, hey, jetzt hast du das gemacht, jetzt hast du das geschaut und jetzt hast du so gemacht. Weißt, also ich finde, eben, man kann sich schon ein bisschen zusammennehmen. Also weißt, ich glaube, das Gefühl ist ja da, das kannst du wie nicht abstreiten oder verdrängen oder so. Ich glaube, es ist wichtig, was du mit dem machst, wie du kannst dich dafür entscheiden, wie du mit dieser Situation jetzt umgehst. Entweder, also zuerst schätzt du mal ab, hey, wie gravierend ist das jetzt, weißt, ob das jetzt wirklich gerade eine starke Eifersucht ist, oder weißt, manchmal gibt es da so einen kurzen Moment und dann bist du ja okay, weißt, und dann ist es wieder gerade ist gerade vergessen, so, dann ist wie, das ist nicht, also ich finde, ist dann nicht so wichtig, um jetzt das ansprechen, aber wenn es jetzt wirklich vielleicht ein ganzer Abend ist und du merkst, hey, das sitzt jetzt richtig fest, finde ich, dann kann man mal das ansprechen und dann aber gar nicht im Vorwurf, sondern hey, irgendwie heute das Gefühl so ein bisschen gehabt. Und ich glaube, die andere Person, wenn du das nicht als Vorwurf machst, dann hey, als Gefühl, dass man dann mehr vielleicht miteinander darüber redet als Team und jetzt nicht als du hast es falsch gemacht und mach das nicht mehr und vor allem erst recht nicht Sachen verbieten. Ja. Dann kann man das machen. Aber wenn du eben auf die andere Schiene gehst, wie du sagst, von eben so, keine Ahnung, so, man darf und das darfst du nicht und das will ich nicht und das wünsche ich mir. Also weißt du, wieso anfängt in ein Käfig einsperren. Genau, oder ich meine, sie tanzt mal schnell oder schaut mal schnell einen anderen ein bisschen länger an, als sie sich das überlegt hat. Vielleicht überlegt sie auch, der hat vielleicht coole Hosen an oder so. Ich weiss es ja nicht. Und er tut nachher den ganzen Abend eingeschnappt, mega toxisch. Das finde ich einfach so krass. Das bringt wie nichts. Das tut ja nur die Beziehung eigentlich zerstören. Ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Genau. Soll ich mal meine Frage stellen? Ein bisschen abwechseln. Also, das ist eine ganz andere Richtung. Aber hast du Angst vor dem Altwerden? Ja, so gut. Ich finde es irgendwie, nein, jetzt muss ich nochmal anders anfangen. Ich habe fest meine Großmutter beobachtet und meine Mutter beobachtet, wie die das machen mit dem Altwerden. Und ich habe beobachtet, dass meine Mami extrem Mühe hatte mit dem Altwerden, weil sie halt super, super hübsch war, als sie jung war. Sie hat immer sehr gut und gestylt ausgesehen, hat eine super Figur gehabt. Und ich habe ihr angemerkt, und sie hat das auch wirklich immer wieder gesagt, sie hat Mühe mit dem Altwerden, vor allem mit dem sehr Altwerden. Und auch sonst mit dem Äußeren hat sie Mühe gehabt, dass sie da rund im Gesicht überkommt. Und
was meine Großmutter gemacht hat, sie hat sehr viel Beschwerden gehabt, körperliche, aber sie hat nicht gejammert. Sie hat einfach ein Kontraschmerz gegessen und ein bisschen Wein, also jeden Tag ein Glas Wein getrunken, einfach, dass es ihr gut geht und dass sie nicht jammern muss. Und da habe ich so ein bisschen wie Sachen mir abgeschaut, wo ich wie gemerkt habe, das will ich mal gleich machen oder das will ich mal anders machen. Und darum habe ich mir vorgenommen, von meiner Großmutter habe ich gelernt, ich will nicht die ganze Zeit jammern, wenn mir etwas wehtut. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und das Glas Wein am Tag. Ja, muss nicht sein. Oder das Konterschmerz, ja, egal. Bei meiner Mami habe ich abgeschaut, dass sie gelernt hat, jeden Tag zu schätzen. Weißt, jeden Moment schätzen, dass man nicht immer die ganze Zeit überlegt, was mache ich nachher und was ist vorher und was ist nachher, sondern mehr lernen, den Moment schätzen. Das habe ich mega gut gefunden bei ihr. Und das andere, wo ich gemerkt habe, dass mich das ein bisschen stört, dass sie die ganze Zeit von ihren Rümpfen redet im Gesicht und alt werden, dass sie mir gesagt hat, ich glaube, es ist wichtiger, dass man nicht schön aussieht, sondern es ist wichtiger, dass man sympathisch ist. Also schön von innen und nicht von außen. Ja, genau. Ja. Weil sonst zerstörst du dich, wenn du die ganze Zeit überlegst, dass du älter aussiehst und nicht mehr hübsch bist wie früher. Ja. Aber ich denke, sympathisch ist etwas, wo man bleiben kann, wenn man älter aussieht. Ja, voll. Und nicht mehr so schön ist. Und darum setze ich jetzt mehr aufs sympathisch sein als aufs schön sein. Also eigentlich hast du dann wie gar nicht so Angst zum Altwerden? Nein, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, weißt, mir jetzt auch vielleicht richtig, ich weiss auch nicht, es sind ja eben gerade so körperliche Sachen, nehmen immer mehr ab. Du wirst vielleicht irgendwann eine Großmutter, also weißt, wie, das Leben ist ja wie so eine Kurve und es ist eigentlich geht ja immer aufwärts und dann gibt es so einen Punkt, wo es wieder blöd gesagt abwärts geht. Und eigentlich ist es bei dir auch mehr der Punkt gerade, wo es jetzt einfach nur noch ab, was dann voll blöd, aber es ja nur noch abwärts geht so. Und wie fühlt, also weißt, wie macht einem das Angst? Das ist im Fall nicht wahr. Das habe ich meine Mami übrigens auch gefragt und gesagt, du, wie ist das jetzt eigentlich für dich und so mit dem Alter? Und meine Mami hat auch gesagt, es ist nicht einfach so, dass es quasi aufwärts geht und dann bist du 30 auf dem Höhepunkt, nachher geht es runter. Das stimmt im Fall nicht. Ja. Jeder Lebensabschnitt hat sein Positive und sein Negative. Ich denke zum Beispiel gerade ihr, die da lernen und büffeln und machen, ich muss das nicht mehr. Ich bin so froh, muss ich nicht mehr in die Schule gehen. Ja. Ich muss nicht mehr für eine Prüfung lernen, ich habe den Stress nicht mehr. Ich kann einfach arbeiten auf meinem Job und ich finde es mega, mega schön. Ich habe auch Freude. Und ich denke manchmal auch, es ist so herzig, die kleine Kinder haben. Aber eben, die wecken einem zur Nacht und dann musst du wieder Windeln wechseln, musst wieder stillen. Das muss ich nicht mehr. Wir haben es mega gechillt und ich geniesse jetzt meine jugendlichen oder spätjugendlichen Kinder und ich habe auch gedacht, oh, wie schlimm ist das, wenn meine Kinder dann alle ausgezogen sind? Nein, ist alles in bester Ordnung. Also, du kommst schon wieder heim, wir haben es schön miteinander. Und ja, voll. Ich glaube, man geniesst eigentlich den Lebensabschnitt gut, wo man drin ist. Und man hat nicht immer, oh, wenn es früher gewesen wäre und wenn ich dort nur wieder jung wäre. Ja, das stimmt eigentlich schon. Also es gibt schon Momente, wo ich manchmal denke, so, oh, jetzt wäre ich gerne jung. Ja? Ja. Wann? Ja, wenn ich euch aufbrezelt für einen Ausgang. Würdest du wieder gerne in den Ausgang? Ja. Gut, du gehst ja ab und zu. Ja, aber gerade wenn ihr so in den Ausgang geht, ich wäre wirklich mit Abstand die Älteste. Also es gibt wirklich super gute Lokale, wo es gut gemischt ist. Da gehe ich natürlich sehr gerne mit. Aber es gibt halt Lokale, wo ich wirklich nicht mehr gehen kann. Ja. Da bin ich zu alt. Ja, das ist so ein bisschen ein Moment. Und ja. Aber ich finde, das Alter ist etwas, wo man mit Würde tragen muss und wo man dazu stehen muss. Ich habe letztens einfach so viele so TikToks geschaut von diesen Prominenten da, von diesen Schauspielern. Ich weiss nicht, ich glaube, es gibt eine neue Technik, wie man kann. Ich glaube, es ist nicht Botox, es ist, glaube ich, wirklich etwas, was total neu aufgekommen ist, weil gerade so Leute, so Nicole Kidman oder so, die sehen wirklich aus wie 20. Ich weiss nicht, was los ist mit diesen Promis im Moment. Also, die sehen super jung aus und sind irgendwie gegen die 60. Aber sie sind nicht mehr ganz sich selber. Ich glaube, das ist also das grösste alle Problem. Aus wie Puppen. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, so hart, dass dich die ganze Welt kennt, dann hast du
Du siehst jetzt schon bei der Ariana Grande dort. Ja. Sind ja alle schreiben Kommentare über ihr Aussehen. Alle. Verrückt, so, du hast abgenommen. Also weißt, jeder kommentiert es, egal ob jetzt positiv oder negativ. Jeder, es gibt seinen Senf dazu. Und ich weiss nicht, was das mit seiner Psyche macht, wenn die ganze Welt dein Aussehen ständig kommentiert. Und wenn du dann halt älter wirst, also es gibt zum Beispiel, kennst du Fuck You Goethe, den Film? Ja, aber nicht so gut. Okay, da gibt es eine, die heisst Chantal und die hat es in einem neuen Film gemacht und ist dort auf einem roten Teppich und sie hat dort ein bisschen mehr Falten und alle haben auch kommentiert, oh mein Gott, seit wann sieht sie so alt aus und einfach mega Ehrlich? das. Und wenn das die ganze Welt macht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es mega viel mit einem macht. Oder wenn du vor allem wie Leonardo DiCaprio gut angekommen bist bei den Leuten, weil du gut ausgesehen hast. Das ist... wie sagt man, so ein Crush von mega vielen. Aha, ja. Ja, also weißt du, wie, und wenn du halt älter wirst, dann, also wie, dein Aussehen ist in dem Moment deine ganze Persönlichkeit. Gerade letztes Jahr habe ich etwas gesehen, zum Beispiel Kate Winslet ist jetzt jemand, wo jetzt nicht übertrieben Plastic Surgery gemacht hat. Ich finde, sie tut jetzt wirklich in Würde älter werden. Ja. Und sie hat sehr viel positives Feedback bekommen für das. Und ich wirklich, hast wirklich durchgescrollt, wo viele geschrieben haben, wow, Kate, ich bewundere dich, du machst das super und schön bist dich selber geblieben. Und also ich finde jetzt nicht, dass unbedingt alle, die älter werden und das natürlich geschehen lassen, dass die dann negatives Feedback bekommen. Das finde ich jetzt gar nicht. Ja, also eher im Gegenteil. Meinst? Also, ja. Also, ich kann mir auch vorstellen, es ist ja, weißt, egal ob jetzt positiv oder negativ, es wird ja gleich kommentiert. Es schreibt ja gleich dann jeder etwas über deine Falten. Und manchmal, eben, je nachdem kannst du das positiv aufnehmen, aber man kann es auch negativ aufnehmen. Ja, das ist so. Wenn die ganze Zeit jemand kommentiert, hey, oh mein Gott, so cool, dass mit deinen Falten so, dann ist es wie irgendwann... die Falten dann so fest auf, dass es dann irgendwann so zu einer Insecurity wird. Also kann ich mir vorstellen. Ach, ehrlich, also mir ist jetzt aufgefallen, ich habe einfach das Gefühl, die Jugend ist sensibilisiert darauf, dass man kein Bodyshaming macht. Weil wenn jemand etwas Negatives schreibt, dann die anderen gerade automatisch schreiben, hey, geht ja gar nicht, der Kommentar, und nimm dich zusammen und das ist so eine coole Person und so. Also ich finde es fast schön, wie die heutige Jugend sensibilisiert darauf ist, dass man kein Bodyshaming macht und dass man nicht rassistisch ist oder irgendetwas negative Kommentare macht. Ich finde das eigentlich sehr gut. Und auf der anderen Seite ist es ja wieder so, dass Social Media erst seit unserer Generation gibt und darum es auch viel mehr zugenommen hat. Alles. Kann schon sein. Ja. Also es ist ein bisschen beides. Es hat Positives und Negatives. Aber etwas, was ich auch noch in diesem Zusammenhang muss sagen, ich muss sagen, das haut mich fast vom Sockel. Ich habe wirklich immer ein bisschen Angst gehabt, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und immer mehr Abonnenten hast, dass du dann irgendwann einmal richtig gemetzelt wirst mit negativen Kommentaren. Und vielleicht kommt es noch irgendwann. Ich habe noch nie einen negativen Kommentar erlebt. Schon? Ja. Also... Es hat schon immer mal wieder, gerade so auf TikTok, also Shortform ist halt immer so das Ding. Weil weißt du, den Content sehen ja auch Leute, die mir jetzt nicht folgen, wo einfach ihnen vorgeschlagen werden, was vielleicht auch Leute, die mich doof finden oder einfach scheiße so, oder was sie interessiert. Und dann gibt es schon ein paar, die immer mal wieder irgendetwas schreiben. Aber zum Beispiel gerade Podcasts oder so, das sind ja Leute, die klicken da drauf, weil sie haben sich dafür entschieden, zu mir jetzt eine Stunde lang zuzuhören. Genau, ja. Und das sind dann jetzt eigentlich fast nie Leute, die dann wirklich einen negativen Kommentar schreiben oder so. YouTube eigentlich auch weniger. Aber es ist wahrscheinlich ein TikTok, wo man schon durchscrollt, genau, oder? Genau. Aber es ist ja schon so, ich meine, wenn man sich aufregt ab einem Video auf TikTok, dann scrollst du einfach weiter. Also nimmst du dir da Mühe, um irgendeinen Nein, das ist eh noch was anderes. Also es ist wie, also es gehört halt wie dazu. Also schon klar. Du kannst nicht allen gefallen. Es gibt immer Leute, die irgendetwas zu motzen. Das ist ein Real Life so. Nein, ich sage einfach, ich bin einfach positiv überrasst. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Darum, es ist ja wie normal, dass es immer wieder Hate-Kommentare gibt. Und ich habe wirklich, ich bin froh, dass ich noch nie eine Hate-Welle hatte. Oder wirklich so, ich weiß auch nicht. Ja. Also, dass ich bin schon sehr froh, dass ich eine fucking geile Community habe. Und es ist auch vor allem geil, weißt, wenn es mal einen Hate-Kommentar gibt, dass dann wirklich einfach Leute auf den antworten und mich dann in Schutz nehmen oder so. Ja, das ist mega herzig. Also ich glaube, einmal, wo du ein bisschen drunter gekommen bist, wo du mal so einen Rap gemacht hast, dort bist du, glaube ich, ein bisschen drunter gekommen. Es geht im Fall. Sicher? Also, okay. Ja, es ist so, ich habe ein Dings gemacht, das ist ganz auf YouTube, du meinst den, oder? Der 300 Wörter in einer Minute. Ja, genau. Also das ist so meine ganz starte YouTube-Seite. Ich ist, glaube sogar im Fall wieder online. Ich habe
wieder online gestellt. Oh, sicher? Okay. Aber ich habe mega lange offline gestellt. Aber bei mir ist es, glaube gar nicht so... Also, weißt du, es war nicht so ernsthafter Hate gewesen, sondern mehr einfach so ein bisschen lustig. Ja, also, ja. es ist, ich glaube, nicht mal so auf Social Media, sondern mehr so Leute im Gimmi haben dann so, weißt, an den Partys laufen lassen und so Sachen. Aber ja, also darum habe ich dann irgendwann auch runtergenommen, weil ich nicht wollte, dass die Leute jetzt laufen lassen an Partys und so. Aber sonst, das war jetzt gar nicht so eine mega Hate-Welle gewesen. So. Okay. Also bei weitem nicht, wie es jetzt ich könnte leben. So, ja. Es ist halt schon so, als Mutter ist man natürlich hypersensibel und gerade bei dir, wo halt vielleicht in der Vergangenheit nicht immer noch Positives erlebt hast, wo mich halt sehr triggert hat, bin ich natürlich schon immer ein bisschen wie auf Eier und denke so, oh, mein Mädel, hoffentlich geht alles gut. Genau. Ja, schaue ich da vielleicht ein bisschen mit anderen Augen an. Ja. Genau. Ja, du, wir sind recht fortgeschritten in der Zeit. Haben wir überhaupt noch Zeit für irgendwelche andere Fragen? Ich weiss nicht, wie spät haben wir überhaupt? 11:30. Haben wir jetzt beide jeweils nur eine Frage gestellt? Ja, eigentlich schon. Und wir sind auch noch übergeschwappt in andere Themen. Wir haben es ein bisschen fliessen lassen. Ich habe gerade noch zum Thema Beziehung, habe ich mir noch überlegt, weil ich finde es noch spannend. Du bist schon lange in einer Beziehung. Wie lange bist du jetzt schon in einer Beziehung? Wie lange bist du mit dem Papi zusammen? Ja, seit dem 93. Das sind 32 Jahre. 32 Jahre? Nein, warte. Das macht keinen Sinn. Wieso nicht? Weil du 30 Jahre älter bist als ich. Wir sind 30 Jahre verheiratet. Okay. Waren wir seit dem 93? Ja, wir sind 30 Jahre verheiratet. Ja, doch, logisch macht Sinn. Ja, und 2 Jahre vorher haben wir uns kennengelernt. Krass, 32 Jahre. Okay. Und was würdest du... Also ich finde, ihr seid für mich immer so ein bisschen eine Vorzeigebeziehung gewesen, im Sinne von, ihr habt eine sehr gesunde Beziehung, ihr könnt recht gut miteinander kommunizieren, ihr macht sehr viel für die andere Person, ihr denkt eigentlich zuerst an die andere Person als an euch selber. So. Und für mich sind ihr sehr ein gutes Bild von einer Beziehung. Und es gibt ja auch viele in eurem Alter, die nicht so lange zusammen sind so, und die sich irgendwann trennen oder wo vielleicht die Beziehung nicht so gut läuft. Darum, was ist dein 1A-Tipp für eine Beziehung, für eine gute? Ist mega schwierig. Weil wir müssen uns nicht wahnsinnig anstrengen, weißt? Also es gibt andere Ehen, die müssen Ehekurs besuchen und Ehetherapie machen und sich ständig vornehmen, oh, jetzt muss ich wieder mal mit meinem Mann einen Ausgangabend haben, dass wir wieder mal allein sind, dass wir über unsere Beziehung reden können. Wir müssen uns nicht wahnsinnig Mühe geben, um zu sagen, hey, jetzt müssen wir irgendwie etwas organisieren, dass wir es gut haben zusammen. Wir lassen es ein bisschen fliessen und wir sind beide halt sehr, sehr eng. Also weißt, die Schwierigkeit ist bei einer Beziehung, wenn jemand es gerne ein bisschen eng hat und der andere braucht ein bisschen mehr Luft, dann kann das sehr schnell zu Spannungen führen. Und da wir beide finden, wir machen gerne möglichst alles zusammen, ist es halt für uns auch einfacher. Und es gibt auch keine Plattform, dass wir irgendwie eifersüchtig werden oder ängstlich werden oder uns falsch verstehen. Wie Beziehungen, wo sie ständig unterwegs ist mit Kolleginnen und er ständig unterwegs ist mit Kollegen. Das ist natürlich schwieriger, wenn man sich seltener sieht, als wir, wo... Wir sind halt wie zusammen gewachsen. Ja, mega. Wir haben halt oft auch die gleiche Meinung und die gleiche Einstellung. Aber das ist nicht, weil wir das mit Absicht machen, sondern je mehr, dass du mit jemandem zusammen bist, du mit dem Can auch. Ja, ihr sind früher recht verschieden gewesen und mittlerweile sind wir halt immer ähnlicher auch. Ja, und wir haben eigentlich auch bei fast allem die gleiche Meinung. Ja, aber das ist früher so, nicht so gewesen. Am Anfang in der Beziehung bei euch ist es auch nicht. Ja. Auch nicht. Du kommst aus verschiedenen Elternhausen und hast verschiedene Ansichten drum und findest natürlich, dass wenn deine Familie dich geprägt hat, ist alles super und da kommt jemand, der eine ganz andere Ansicht hat. Dann musst du zuerst mal deine Hörnchen abstossen. Gibt es zuerst mal ein paar Explosionen. Genau, aber ich muss schon sagen, er ist... ich habe das gerade letztens meiner Schwiegermutter gesagt. Ich habe gesagt, weißt du, also ja... Du hast einen super Sohn. Er ist einfach ein Lieber und ein Guter und einfach nicht auf dem Ego-Trip. Ich glaube, Leute, die völlig auf dem Ego-Trip sind, das kommt einfach nicht gut in einer Beziehung. Du musst, und der Dan ist jetzt halt einer, der sehr, sehr um mein Wohl besorgt ist und einer, wo, wenn ich heimkomme und sage, ich hätte gerne das und das und das, kannst du nicht auf 3 zählen und er reagiert gerade. Ja.
Darum habe ich manchmal das Gefühl, wir haben so eine gute Beziehung, weil er so ein Lieber ist. Aber eben, es gibt auch Leute, die nicht gerne liebe Partner haben. Man sagt, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ich sehe das oft auf TikTok, dass eine Beziehung nur gut funktioniert, wenn der Mann ein bisschen mehr liebt als die Frau. Schon? Okay. Das ist irgendwie lustig. Kann sein. Ja, vielleicht habe oder ich auch noch ein bisschen mehr Effort gibt in Beziehung vielleicht. Ja. Ich weiß auch nicht, aber ich habe ihn genau lustig gefunden, weil du das jetzt gerade gesagt hast. Ich kann es nicht sagen. Ich finde einfach, wenn du eine Beziehung hast, es ist einfach wichtig, dass du ganz fest in dich reinlässt und einfach das Gefühl hast, hey, ist das wirklich das Richtige? Lass ganz fest auf dein Herz. Weil ich glaube, wenn man merkt, irgendetwas stimmt nicht. Man weiss es eigentlich. Das spürt man schon. Und dann muss man sich nicht eigentlich. einreden, ja, das kommt dann schon gut. Also ich denke schon, das spürst du einfach. Ja. Das spürst du. Aber es ist natürlich schon so, jemand, der einen Beziehungswunsch hat, einen starken, und findet den richtigen Partner nicht, gibt sich halt dann vielleicht mit dem Zweitbesten irgendwann zufrieden. Auch wenn es vielleicht klopft, auch wenn man vielleicht unglücklich ist. Ja. Kann ich nicht sagen. Ich hatte dort einfach das Glück gehabt. Ich bin 22 gsi, als ich den Dani kennengelernt habe. Es hat einfach alles gestimmt. Es war so, wie ich mir das gewünscht und vorgestellt habe. Und Glücksfall. Mhm. Ja. Von dem her, ich bin mega schlecht im Beziehungstipps. Mega das schlecht. Was du gesagt hast, im Gegenteil, mit jemandem reden, der keine gute Beziehung hat, da habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich denke immer so, tut mir mega leid. Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll irgendwie, weißt? Ich glaube, so Kommunikation ist halt schon das Wichtige. Ja. Das Wichtigste, so würde ich jetzt sagen. So. Aber es ist auch schön, wenn man still sein kann, am Tisch hocken und nichts muss sagen. Es geht nicht um Kommunikation im Sinne von, man muss immer Gespräche haben, sondern man muss offen über seine Gefühle immer können reden. Man muss nicht Angst haben, dass man gejudged wird von der anderen Person. Genau. Und wenn einem etwas stört in der Beziehung oder an der anderen Person oder wenn einem etwas verletzt hat, dass man das offen ansprechen kann. Also weißt du, dass man einfach eine offene Kommunikation miteinander hat und nichts muss verbergen, weil man irgendwie Angst hat oder weil man das Gefühl hat, man könnte etwas versauen, sondern dass man einfach transparent kann sein und dass es ein Miteinander ist und nicht... Und das andere ist auch wenn man nichts schwätzt miteinander, weißt du, dass es dann auch gut ist, ohne dass man jetzt denkt, oh, wieso redet jetzt der andere nicht, habe ich etwas falsch gemacht, ist er schlecht gelaunt, sondern einfach ganz gechillt, ein bisschen hängen. Und ja, gut, wahrscheinlich am Anfang der Beziehung ist das wahrscheinlich noch nicht gerade so das Ding, aber auf jeden Fall... Wenn man sich auch nicht viel sieht, dann ist klar, oder? Ja, sonst, wenn man so ein bisschen in der Kennenlernphase ist, dann ist man wahrscheinlich noch mehr so ein bisschen, oh Gott, und dann ist man ein bisschen gehypt und denkt, jetzt sehe ich. So, das ist natürlich auch anders an Zusammenwunsch. Ja. Aber das war eigentlich ein guter Abschluss gewesen, würdest du sagen? Ich würde auch sagen. Jetzt muss ich jetzt noch auf Zürich fahren und wir haben gerade 20 vor 12 Uhr. Ich habe mal Schuhe. Oh mein Gott, wie mache ich das? Ja. Ich würde sagen, ich fahre dich mal auf den Bahnhof. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Aber schön, bist du dabei gewesen. Schön mal eine Podcast-Folge gewesen. Kommst du wieder mal? Ja. Hast du Bock? Ja, ich habe Bock. Ich will eigentlich mit dir und dem Papi oder irgendjemandem von euch mal ein YouTube-Video machen. Das fände ich auch cool, wieder mal machen. Ja, das wäre auch lustig. Ja. Gut. Genau. Eins mit ganz vielen Requisiten. Alle Verkleidungskleider aus dem Keller raus. Das ist gut. Ja, ich hoffe, euch hat die Podcast gefallen. Vergesst nicht, dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung geben. Liken kann man eben nicht, weißt du. Aber man kann mich abonnieren und eine Glocke aktivieren kann man auch. Genau. Bing, bong. Habe ich früher noch gemacht, genau. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. So muss man doch noch machen mit der Hand.